Im Schwabenländle geboren und aufgewachsen, aber noch nie selbst einen schwäbischen Kartoffelsalat gemacht. Gegessen habe ich dann natürlich schon mal und das solltet ihr am besten auch mal machen. Boah, ihr habt die gerade bestimmt erschrocken, gell? Als erstes schneidet man die Zwiebel klein. Ich hole mal ein anderes Messer, das ist ja ein wenig zu klein. Das ist doch besser, oder nicht? Ich habe das als kleines Kind nie hinterfragt, aber meine Mutter hat, als wir klein waren, relativ oft deutsches Essen gekocht. Und jetzt, wo ich so zurückdenke, frage ich mich, woher wusste sie, wie man zum Beispiel Kartoffelsalat macht, Rouladen, Spätzle. Und das hat alles einen Grund. Und zwar hat meine Mutter tatsächlich, als wir klein waren, in einem deutschen bzw. in einem schwäbischen Wirtshaus gearbeitet. Und deswegen habe ich auch oft als kleines Kind den schwäbischen Kartoffelsalat gegessen. Oder in anderen Worten ein schwäbischer Kartoffelsalat gemacht von einer vietnamesischen Mutter. So, die Zwiebeln kommen jetzt in eine Schüssel. Die Kartoffeln sind fertig. Ich habe sie jetzt mit kaltem Wasser abgespült und jetzt pellen wir sie. Die Kartoffeln sollten aber noch schön warm sein. Haha, meine sind heiß. Übrigens sind es festkochende Kartoffeln. So, die Kartoffeln werden jetzt in dünne Scheiben geschnitten. Wichtig ist, dass sie dünn sind, damit die sich auch später mit der Brühe einsaugen können, gell? Oh Gott, mal bitte, wie schön. Heiß! Damit die Zwiebeln ein bisschen glasig werden, gebe ich jetzt heiße Brühe hinzu. Erstmal nur die Hälfte. Und je nachdem, wie die Konsistenz von dem Kartoffelsalat später aussieht, geben wir dann nach und nach noch mehr Brühe hinzu, weil der Kartoffelsalat so richtig schlotzig wird. 2 Esslöffel Senf, 3 Esslöffel Weißweinessig. Und jetzt kommt noch eine Zutat rein, wo ich als Kind richtig gestaunt habe, als ich gesehen habe, dass meine Mama das reingemacht hat. Und zwar Orangensaft, ungefähr 50 ml. Das Ganze mischen wir erst einmal. Und zu guter Letzt würzen wir das Ganze ein wenig mit Salz, Pfeffer und ein wenig Zucker. Und jetzt kommen noch ungefähr 5 bis 6 Esslöffel Öl. Und da rein kommen jetzt die Kartoffeln. So, ganz sachte durchmische. Und jetzt noch die andere Hälfte. Ich hoffe mal, der ist mir gelungen, aber der riecht schon mal richtig gut. Ganz ehrlich, ich fange schon an zu sabbern. So sieht er aus. Ich lasse den jetzt noch ein wenig ziehen. Den kann man aber auch lauwarm essen, gell? So Leute, jetzt kommt der Tasttest. Ich habe den tatsächlich gestern Abend direkt schon probiert und der war richtig gut. Heute konnte der Kartoffelsalat noch über Nacht ziehen, das heißt, es schmeckt wahrscheinlich besser als gestern. Also Leute, cheers! Noch besser als gestern. Schaut euch das mal bitte an. Ich bin mal gespannt, was mein Mann dazu sagt. Probiert es gerne mal aus.